So, guten Morgen. Auch heute verspricht der Tag wieder wunderschön zu werden. Ich will mal hier gucken, ob ich in diesem Weinberg am Besigheimer Froschberg, das ist ganz am Anfang vom Niedernberg, ob ich da heute einen Bekannten treffe, der wollte heute hier ein bisschen was schaffen. Das ist ein Weinberg, der noch richtig wie früher bestockt ist. Hier gibt es einen Mords-Holunder. Holunder ist eine feine Sache. Ah ja, da sehe ich ihn schon. Ganz da unten. Noch mehr Holunder. Der duftet. Wunderbar. Ich muss noch mehr Holunderblütengelee kochen. Nehme ich mir vor für diese Woche. Und auch hier summt's. Das ist ein Kiwi. Aha, das ist ein richtig lebendiger Weinberg. Hier sind die Hummeln unterwegs und bestäuben alle Blüten. Bei Kiwis ist es so, dass es männliche und weibliche Kiwis gibt. Wenn man die nicht nebeneinander setzt, dann gibt es keine Früchte. Aber die Bienen helfen. Ja, guten Morgen, Christoph. Wie geht es denn? Bist du fertig mit Schaffen? Oder machst du Päusle? Fertig ist man nie. Fertig ist man nie. Wenn man hinten fertig ist, geht es vorne weiter, gell? Aber ich habe die kommen gehört und habe gedacht, mal kurze Pause zum Guten Morgen sagen. Guten Morgen, wie geht's dir heute? Gut, soweit, danke. Super. Was schaffst du heute? Ich muss heute mähen. Ich muss heute mähen und zwar im unterm Stockbereich und zwischendrin das, was da wächst, wegmachen. Ja, damit es keine Staunässe gibt, ne? Ja. Und wie machst du das? Ich mache das mit der Sense. Echt? Zeig mal. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was ich mache. Ja, hier unten bin ich soweit schon fertig. Das können wir uns ja nachher schön da so Aha. einstellen, wo man noch machen muss. Und also so sieht's aus, bevor man anfängt. Ja, und dann fange ich halt an mit dem Mähen. Und am besten macht man das morgens. Ja. Jetzt ist ja schon der Tag schon fortgeschritten. Wie viel Uhr ist denn halt? 9 schätze ich mal, oder? 9. Wenn es da unten 9 schlägt, ist 9, ja? Jawohl, das ist normalerweise die Zeit, wo ich sogar schon aufhöre und heimgehe zum Kaffee trinken. Ja, du, dann hören wir direkt auf und gehen. Ja, also ich fange immer möglichst früh an, zwischen 6 und 7. Ne? Ja. Da ist das sind die Gräser und das Ganze noch hart und kalt und lässt sich einfach besser mähen. Und mit Fortschreiten des Tages trocknet es ab und dann lässt sich es einfach nicht mehr so gut mähen. Also um die Mittagszeit rum zu mähen, ist nach meiner Erfahrung nicht sehr Geschickt. geschickt, ja. Also so mache ich das. Und warum machst du das von Hand? Das ging doch mit anderen Methoden wesentlich schneller. Ja, natürlich. Also was man ja im Weinbau konventionell macht, könnt Glyphosat anwenden. Hat den Nachteil, dass es halt aus meiner Sicht sehr umweltschädlich ist. Das halte ich nicht für richtig. Okay. Und ich sehe nicht ein, warum ich als Hobbywänger mich daran beteiligen soll. Deswegen, das mache ich nicht. Dann gäbe es natürlich noch die Möglichkeit Felger und Hacker. Ja. Das ist okay im Unterstockbereich, aber so ganze Stücke zu hacken, das ist natürlich übertrieben und ist halt dann auch noch viel mehr Geschäft. Ja. Und die andere Möglichkeit wäre dann natürlich noch, ich könnte Motorsense nehmen. Habe ich auch gemacht, als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, im Wenger zu arbeiten. Aber da kommt man dem, was man hier so
erlebt, wenn man von Hand mäht, überhaupt nicht hin. Also da steht man drin in dem Lärm und Stank und produziert Abgase und beteiligt sich an der Klimakatastrophe. Und man hört nichts, man riecht nichts. Und wenn ich so halt sehe, ich höre die Vögel. Und den Specht da drüben? Gehört auch zu den Vögeln. Ja. Und ich höre die Vögel, die Insekten und es ist einfach was ganz anderes. Deswegen mache ich es. Ich gebe aber zu, dass das schon etwas mehr Arbeit ist. Ja, das ist ein Aufwand, aber das kannst du hier in deinem Wengertle noch überblicken und schaffen. Ja. Das ist natürlich Arbeitszeit. Wenn jetzt jemand im Weinbau Geld verdienen will, der muss sich natürlich gut überlegen. Es ist Arbeitszeit, die man selber verrichtet oder die man die Saisonarbeiter machen lassen muss. Und das kostet noch nicht viel, aber doch auch Geld. Und deswegen, für mich ist es okay. Gut, es ist ja schließlich auch deine Freizeitbeschäftigung, dein Hobby will ich jetzt nicht sagen, deine Liebhaberei würde ich eher sagen, denn du hast ja richtig lieb, ne, was du hier so machst. Lieb habe meine Frau, Ach so, aber eine Tätigkeit? ich mache es schon gern. Ja, gut. Also so mache ich das, dass ich hier mit der Sense praktisch grob alles wegmache. Und dann ist natürlich das Problem, am Weinstock dran muss ich ja vorsichtig arbeiten, Ja, dass ich den nicht schädige. ja, Rebstock die halten schon einiges aus, aber natürlich den Stock verletzen will ich auch nicht. Und deswegen, da wo ich stocknah arbeite, ja, da mache ich was, das vielleicht ein bisschen komisch erscheint. okay. Aber das habe ich mir so entwickelt und das geht ganz gut. Nämlich das, was um den Stock rum ist, da nehme ich dann Heckenschere. Also los, zeig mal. So, das ist also das Abmähte. Und dann gehe ich her und tue dann hier rundum, so wie ich es mit der Sense auch mache, das wegmachen. Ja, Also zunächst mal so ein schräger Schnitt. Und das, was da noch dran ist, mache ich dann so. du bist ein richtiger Gärtner, ein Weingärtner im wahrsten Sinn des Wortes. Das ist noch ein Weingarten, ja. Genau. So. Und dann ist der Kittel geflickt. Gut, super. Tipptopp. Ja. Sag, was machst du mit deinem ganzen Abschnitt, dem Grasschnitt, den du hier raus tust? Ja. Gibt es da irgendwie daheim ein Geißle? Das habe ich jetzt vorher weggemacht, um ein bisschen Übersicht zu haben, was abgemäht ist und wo vielleicht noch was liegt. Das tue ich nachher wieder rein und lasse es trocknen. Das geht Aha. quasi zurück. Gut, im Kreislauf. Ja. Prima. Ja, so mache ich das. Super. Dankeschön. Bitte. Schönen Tag noch. Schaff's gut. Ebenso, danke. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.